Salut zusammen, da ist der AK7 mit dem erneuten Gameplay-Commentary und heute, wie ihr im Hintergrund seht, ist es Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, heute mal etwas anderes. Ich denke, ich bringe hier mal ein bisschen Abwechslung auf den Channel. Nicht nur, weil jetzt in den letzten Tagen wirklich die ganze Zeit FIFA gelaufen ist hier. Und alle, die jetzt kommen, ey, wir haben doch wegen FIFA abonniert. Ich glaube, mit dem Part 1 und mit dem Part 2 habt ihr im Moment genug Videostoff zum Schauen. Das nur so nebenbei. Und zwar sehe ich einfach, habe ich jetzt ja, so ein kleines Thema vorbereitet, würde ich fast sagen. Und zwar sehe ich einfach teilweise auf MW3 in den Lobbys und überall einfach Noobs, die wirklich wahrscheinlich keine Ahnung haben, was sie genau sollen machen und einfach auf dieser Map rumlaufen und versuchen irgendwie Kills zu machen und Punkte zu holen, aber nicht wirklich wieder eine gewisse Logik. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr sicher auch schon gesehen? Oder ihr seid selber so einer? Nein, und natürlich hier niemand verurteilen. Nein, aber mir geht es heute darum, eigentlich den Leuten, die eben so ein Problem haben, 2-3 Tipps zu geben. Ich weiss, man sieht hunderttausende Videos wie auf YouTube, wo es Tipps und Tricks gibt. Und eigentlich habe ich auch teilweise schon fast die Nase voll von MW3 Gameplays und jetzt habe ich mir gedacht, so jetzt wirklich noch eins machen, oder? Ich meine, es hat ja genug. Aber ich denke, so ein MW3 Gameplay auf Schweizerdeutsch ist dann doch etwas anderes. So, und nun kommen wir auch schon zu meinem ersten Tipp, und zwar ist das: schaut in eurem Rücken. Wirklich, also wir machen schnell Stopp. Und ihr seht jetzt wirklich auf dem Radar, dass hinter mir alle meine Teamkollegen sind. Das bedeutet, dass dort ganz sicher keine Tür ist von den Gegnern, dass dort alles sicher ist eigentlich. Und solange der rechte Gegner unten wirklich nicht hinter dem Kiosk da ist, würde ich eigentlich auch nicht durchrushen durch den Kiosk und würde versuchen, alles wegzuholen. Nein, ich schleiche mich lieber ein bisschen langsamer rein und ja, versuche dann vorsichtig halt Gegner wegzuholen, oder? Weil nämlich so in 10-15 Sekunden kann ich euch nämlich auch direkt ein schlechtes Beispiel zeigen. Klar, das hier ist ein bisschen gecampt, aber ich kann dort nicht reinrushen, wie ihr seht, dort hinten ist wirklich dauernd, kommt dort einer hinten, wenn ich dort reinrushe und dort gerade einer kommt, dann habe ich keine Chance mehr, oder? Und ja, wie ihr jetzt seht, probiere ich jetzt hier reinzuschleichen und ja, da kommt natürlich auch direkt rein und da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt müsst ihr euch auf diese Situation achten. Und zwar seht ihr, dass hinter mir direkt hinten links alles frei ist, da kann jederzeit der Gegner spawnen und in diesen Situationen bin ich wirklich ungern und ja, es ist mir einfach nicht angenehm und tue dann gerne wirklich die ganze Zeit hin und her patrouillieren, so dass dort ich immer absichern, dass wirklich keiner kommt, was ich jetzt längst nicht gemacht habe. Aber das ist mir natürlich direkt aufgefallen und nachdem ich die AK hier mit mehr Munition aufgegeben habe, bin ich auch natürlich echt schauen, ob dort etwas kommt. Aber ich habe gemerkt, die wollen hier von hinten kommen. Ich weiss nicht, warum die von dort unbedingt kommen. Und seht, ich hole hier die zwei Gegner noch weg, der und die mit dem Schild. Ja, und probiert es hier irgendwie nochmal, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall werdet ihr sehen, dass ich eben häufiger hier noch schauen werde, weil es ist wirklich gefährlich, wie ihr seht, dort laufen sie die ganze Zeit über. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, wie ihr unten gesehen, ich habe fast keine Munition mehr und darum habe ich dort nicht so riskant reinrushen. Laufe dann nochmal zurück hier, lasse meine Mitspieler mehr gegen Gegnerspawn laufen als ich selber. Ich weiss nicht, wahrscheinlich haben sich die dort fast in die Hose gepisst. Das sind genau die ich teilweise meine. Zwar die Spieler in meinem Team sind jetzt nicht allzu schlecht, muss ich wirklich sagen. Wie ich auch schon andere gesehen habe. Aber jetzt versuche ich hier eben zuerst mit Gegnern vorzugehen, ob jemand gekillt wird oder nicht. Ich sehe dort auch schon Gegner, die kommen. Und eben, wie gesagt, ich lasse hier meine Mitspieler wieder vorlaufen. Lasse jetzt jeder andere noch vorlaufen. Und wie ihr seht, es wird genau das passieren, was ich gesagt habe. Da kommt ein Gegner und holt ihn weg und ich bin dafür hier auf sicher. Und das ist, auf das müsst ihr wirklich schauen. Und eben jetzt seht ihr wieder hinter mir, bin ich wieder ungesichert und in dem Moment fühle ich mich natürlich wieder nicht wohl. Ich habe wahrscheinlich auch gemerkt, dass dort ein Gegner ist. Habe ich jetzt hier im Review gar nicht gesehen, hier auf meiner Sony Vegas Vorschau. Ja, und wie gesagt, ich bin wieder hier in der gleichen Position wie vorhin und tue jetzt hier wieder hin und her patrouillieren. Mein Mitspieler will hier gerade direkt weg gegen vorne nehmen. Hat sich dafür aber auch dagegen entschieden.
Ja, ist halt besser, wenn man immer ein bisschen zurückbleibt. Und ja, jetzt schaue ich auch wieder hinterher. Wie gesagt, es kommt schon wieder rein. Also ihr könnt euch, vor allem bei Terminal, könnt euch nie darauf verlassen, dass hinter euch irgendein Mitspieler absichert. Das sowieso nicht, das dürft ihr ja nie haben. Also auf irgendwelche Mitspieler verlassen, gar nicht. Also wenn ihr jetzt mit Kollegen, irgendwie mit 5 Kollegen, gamet, ihr seht hier den Aff, der hat da wieder auch nicht gesehen. Ich verstehe das nicht. Also hinter ihm kommt einer und er sieht ja, dass ich dort absichere. Wieso tut er denn nicht auf der anderen Seite schauen? Ja, das verstehen die meisten Spieler halt nicht. Und hier der, keine Ahnung, wieso der mich nicht sieht. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie am Boden rumgelegen bin, habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, muss ich in diesem Moment zugeben. Aber ihr seht, ich patrouilliere hier einfach ganz normal hin und her. Meine Mitspieler sind anscheinend im eigenen Spawn hängen, ich weiß auch nicht warum. Ja, auf jeden Fall nie zu fest auf einen Fixpunkt konzentrieren, weil plötzlich kommt einer von ihnen, glaubt mir, es ist mir schon allzu oft passiert, allzu oft kurz vor dem Mob und ich gehe jetzt richtig auf den Sack, das könnt ihr mir glauben. Und ja, hier eben, es ist genau das typische Gameplay. Es ist, sie müssen nicht zu viel machen, sie müssen nicht campen. Ich meine, das hier ist eindeutig nicht gecampt. Das, was der dort im Ecke macht mit seiner FMG Akimbo, das ist campen. Aber das, was ich hier mache, ist eindeutig das Positionshalten, einen gewissen Bereich kontrollieren. Jetzt kommt in die blöde Situation, dass die Gegner auf der anderen Seite spawnen. Und die Seite, wo sie jetzt spawnen, ist eigentlich ein ganz blöder Zeitpunkt für uns. Und der andere Spawn dort unten, da können sie direkt oben auf das Dach, wo immer gefährlich ist, hier durchzulaufen, ist eigentlich sehr gefährlich gewesen. Aber ich habe gesehen, dass oben auf dem Dach keiner ist. Das ist wichtig, das müsst ihr wissen. Probiert es wirklich, gerade Stegen gar nicht erst raufzukommen, weil ja, es ist einfach, der Spawn hier ist nicht gut für euch. Probiert es hier rauszurücken, dort rauszuholen. Und ja, hier meine Mob erreicht übrigens nebenbei. Ja, bin eigentlich ganz stolz drauf, habe schon ein paar Mobs erreicht. Habe auch mal eine auf meinem Channel zeigen. Ja, das wären eigentlich so meine Tipps zum Mob-Gameplay. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Eben schaut, dass ihr wirklich eure Mitspieler im Rücken lasst. Ihr werdet sehen, ich werde jetzt drauf rushen und ich werde auch drauf gehen. Klar, solche Aktionen, das hat halt ein bisschen mit Skills zu tun. Und ja, aber ihr werdet sehen, wenn man vorher rusht, es bringt einfach nichts. Es kommt ein Gegner irgendwann von hinten oder von sonst. Und die hat keine Chance, oder die hat wirklich keine Chance. Vor allem nicht bei Call of Duty, ja. Ja, ich hoffe, dass die kleinen paar Tipps haben euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich auf meinem Channel mal M3 gezeigt habe, ist nicht allzu schlimm für euch. Ich hoffe, vielleicht hat es euch sogar gefallen. Und ihr seht hier, ja, nicht auf Mitspieler verloren haben, dass da nicht von hinten kommt. Habt ihr gerade in Perfektion gesehen. Und ja, ich hoffe, euch das Video hat gefallen. Man hört sich ein anderes Mal. Wahrscheinlich dann wieder mit FIFA Road to Royce Part 3. Und ich verabschiede mich, euer AK7. Salut zusammen.